Biergarten. Das ist zuallererst ein Gefühl. Ein erhebendes Gefühl habe ich, wenn ich im Biergarten gehe. Mit Spezi, mit guten Spezi, bei einem guten Brotzeit und einem guten Bier zusammensitzen. Das Spontane einfach, ja? Dass man sagt, jetzt gehe ich nach dem Feierabend in den Biergarten und da gönnen wir ja noch Massal. Fertig. Prost! Der Biergarten ist eine bayerische Besonderheit. Historisch gewachsen und innig geliebt. Er ist Kulturgut. Aying im Landkreis München. Rund 2000 Einwohner, eine barocke Kirche und mittendrin das Bräustüberl mit seinem Biergarten. Ein Ort wie aus dem Traditionsbilderbuch, mit großen Kastanien und einem Selbstbedienungsbereich, in dem man die Brotzeit selber mitbringen darf. Ein natürliches Habitat für Richard Makelsdorfer und seine Mitstreiter vom Verein zur Erhaltung der Biergartentradition. Der Biergarten ist für mich ein Ort, wo man den sozialen Kontakt gut pflegen kann. Jetzt, wo alle Leute in der Pandemie allein waren, nicht mehr so zusammenkommen haben können, ist gerade jetzt der Biergarten eine ganz wichtige Sache. Im Verein wird die Biergartenkultur zelebriert. Für Anneliese Wucherer gehört ein fester Kanon an Brotzeitklassikern unbedingt dazu. Klassiker sind immer Brezen, Radi, Radiesal, Wurstsalat oder was man halt beim Metzger noch so findet. Weißer Presssack, so Sachen. Oder einen gestingerten Käse, einen Limburger. Und so kommt das halt zusammen. Und das ist das Schöne dann im Biergarten, dass man sich austauschen kann. Aber nicht jeder mag sich heute noch an diese Traditionen halten. Das Mitbringen des eigenen Essens wird derzeit heiß diskutiert. Es wird immer mehr also mit dieser Thematik Internet und Lieferando. Da gibt es ja dann schon Junge, die im Biergarten, im Selbstbedienbereich sich dann irgendwas liefern lassen. Also gar nicht eine Sache mitnehmen, zusammenkaufen vorher, was Gutes und zusammenstehen und im Biergarten fahren, sondern die rufen an und lassen sich sogar Pizza noch im Biergarten liefern. Also sowas finde ich schrecklich, hat mit der Biergartenkultur nichts zu tun und dadurch, es wird da nicht akzeptieren. Wir fragen nach beim Wirt. Hat Alexander Moosbauer so etwas in seinem Biergarten auch schon erlebt? Bis jetzt noch nicht, nein. Also ich kann das wirklich nicht behaupten. Also bis jetzt ist das sehr traditionell. Also die machen wirklich Brotzeit, die selber gemachten Obersten, Wurstsalat. Also das artet bei uns überhaupt nicht aus. Man hört andere Geschichten auch schon selber miterlebt in anderen Biergärten, dass da wirklich ein Lieferservice in den Biergarten liefert. Also ich habe es auch nicht geglaubt, bis ich es selber gesehen habe. Zum Wohl. Das Mitbringen der eigenen Brotzeit hat eine Tradition, die so alt ist wie die Biergärten selbst. Über 200 Jahre. Und das kam so. In tiefen Kellern wie diesem unter dem Ayinger Bräustüberl wird damals das frisch gebraute Bier den Sommer über gelagert und kühl gehalten. Das dafür nötige Eis wird im Winter aus Weihern geschnitten, die oft extra für diesen Zweck von den Brauereien angelegt wurden. In Aying ist der Geist von damals bis heute spürbar. Auf dem Gelände hier vom Bräustüberl war die erste Brauerei. Die ist 1878 gegründet worden und sie war teilweise unterkellert. Genau, also da ist wirklich so, dass da noch früher wirklich das Bier gelagert worden ist, dann wirklich auch das Eis aus dem See geschnitten worden ist und die Biere wirklich so gekühlt wurden. Kastanien sorgen über den Kellern für Schatten. Und alsbald wird das Bier auch an Ort und Stelle ausgeschenkt. Damit aber den Gastwirten keine Konkurrenz entsteht, verbietet König Max I. Joseph im Jahr 1812 dort Essen zu verkaufen. Es mitzubringen aber ist gestattet. Ich finde es einfach toll, dass es halt aus einer Geschichte über 200 Jahre immer noch Bestand hat. Und wenn man es in einem gewissen Maßen nicht übertreibt, ist das alles in Ordnung. Seitdem vereinen sich an diesem Ort Stände und Klassen. Nirgendwo sonst sind Standesfragen so unwichtig wie bei einer Brotzeit und einer kalten Maß Bier. Dass man sich eben mit Leuten trifft,
mit denen man sonst nicht so zusammenkommt. Und im Biergarten, da sitzt der Richter drinnen, der Staatsanwalt und da sitzt der einfache Arbeiter und die unterhalten sich miteinander. Biergarten, das ist nicht zuletzt auch immer Nostalgie. Als das bayerische Fernsehen 1967 im Münchner Hirschgarten der Biergartenkultur nachspürt, ist das nicht anders als heute. Früher war es schöner. Jeder Stammgast in jedem Biergarten redet so. Aber die Kinder, die ihre Biergartenlaufbahn in diesem Sommer beginnen, die werden dann in 50, 60 Jahren ihren ungläubigen Nachkömmlingen erzählen, dass sie selbst noch mitten in München in einem Biergarten Hirsche gefüttert haben, dass damals die Maß nur 1,30 Mark gekostet hat, dass man Fisch, Wurst, Käse alles mitbringen und aus der Hand essen durfte. Wer weiß, vielleicht sind das dann Märchen aus uralten Zeiten. Nein, es sind keine Märchen. Die Magie ist geblieben. Und mit ihr die Erinnerungen, die jeder hat, der im Biergarten groß geworden ist. Wir haben probiert, mit der Brezen ins Bier nicht zu tauchen, dass wir ein bisschen ein Bier erwischen. Ne? Weil wir haben noch kein Bier trinken dürfen. Wie alt warst du da? Da war ich vielleicht 8, 9 Jahre alt. Wen wundert es da, dass die Bayern ranzig reagieren, wenn ihnen jemand an die Biergartentradition geht? Als 1995 ein Gerichtsurteil die Sperrstunde für Biergärten auf 9:30 vorverlegt, bricht sie los, die Revolution. Das, was hier passiert, hat es auf der ganzen Welt noch nicht gegeben und wird es hoffentlich nie wieder brauchen. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, unser jahrhundertaltes Kulturgut Biergarten vor einer lächerlichen Schlusszeit zu bewahren, ist das der Anfang von einer ganz traurigen Zeit. Vertreter aller Parteien spüren, dass es den Leuten ernst ist und dass sich mit dem Thema Biergarten höchst populär Politik machen lässt. Ich, meine sehr verehrten Damen und Herren, oder beziehungsweise die Regierung, sie wird nächste Woche, spätestens am Dienstag in 8 Tagen, eine Landesverordnung zum Schutz unserer Biergärten erlassen. Karteln und Fußballschauen im Livestream. Auch das ist heute Biergarten. Ein Wandel, der Richard Markelsdorfer nicht stört, solange alles andere bleibt, wie es ist. Ich würde wünschen, dass eben die Biergärten in ihrer Ursprünglichkeit erhalten bleiben, dass man weiterhin seine Brotzeit mitbringen darf und dass immer schönes Wetter ist, dass wir im Biergarten gehen können. Das ist das Schöne an der bayerischen Biergartenkultur. Wir erhalten sie, indem wir dorthin gehen. Und das ist nun wirklich eine wundervolle Aufgabe.